In dieser Folge. Ich weiß nicht, wie man sagt, Tunnelgarten, Tunnelhöhlen. Jetzt gehe ich wieder in Metzgerei. Das ist verdächtig. Mit dem werde ich auf die Sprünge gehen. Ich habe nämlich da so einen Apparat. Der Google. Ja, was da ein günstiger verkauft wird, mit Prozenten, weil es nicht weggeht. Bayern, Hosen, Oi. Keiner mag es. Nicht einmal mir. Jetzt haben wir nochmal was sehr Interessantes gefunden. Und zwar sind wir in der Sirupstraße. Das ist ja. Straße auf Nullebene. Genau, wir sind ganz weit unter dem Stadthügel von Pula und dort hat sich ziemlich viel abgespielt in der Verschanzung von beispielsweise den Ersten Weltkrieg, aber auch oben drüber waren viele Gefangene in Zellen, die wir dann quasi in diesen, ich weiß nicht, wie man sagt, Tunnelgarten, Tunnelhöhlen sie gefunden haben, und da kann man jetzt wirklich einmal sehr viel über die Geschichte nachlesen, was mich jetzt tatsächlich einmal gefreut, weil das der große Punkt ist, wo in der Stadt fällt, dass du irgendwie nie einen Bezug kriegst über die Geschichte der ganzen Geschichte und somit die ganze Stadt recht leer und verlassen wirkt und man vieles gar nicht so nachvollziehen kann, warum es jetzt gar so der Schunden ausschaut. Naja, genau. Da habe ich mir reingeschaut, sieht man jetzt in die Einzelzellen sauber rein. Das ist auch nochmal eine ganz interessante Karten von der ganzen Geschichte, das war oben drüber, der Zugang, und jetzt hier sieht man dann wirklich so die Sirupstraße, der Name ist so ein bisschen irritierend, ist halt auf international ausgelegt. Da kann man schon ganz sicher gerade mal auf Instagram sich das Ganze anschauen, da braucht man nicht einmal mehr in Urlaub fahren. Was jetzt auch sehr beeindruckend ist, finde ich, sind jetzt, Achtung, das. Uralte Zeitschriften von, ja, ich weiß gar nicht, ist ja auf Kroatisch, aber auf jeden Fall von schätzungsweise Zeit des Ersten Weltkriegs oder noch älter. 27. Oktober 1904. Sehr beeindruckend, das ist auf jeden Fall mal Empfehlung wert. Stolz der Stadt. Das soll Schlitz heißen. Das müsste dann schon sehr alt sein, weil es da tatsächlich um Pula geht. Das heißt, das müsste tatsächlich aus der Zeit 1934 sein. 34. Aber da war Österreich-Ungarn schon lange vor der Wildflächenfurt, oder? Täusche ich mich nicht? Mit dem Filmen. Ich film, weil ich filmen mag. Jetzt gehe ich wieder in Metzgerei. Beach. Die nehmen wir jetzt dann. Sturz aus der Straßenbahn. Haben sie ja deppert angestellt. Jetzt haben wir die Lösung gefunden. Die haben alle Zeitungen auf eben 3 verschiedene Sprachen gehabt. Auf die deutsche, auf die, denke ich mal, kroatische und auf die englische. Aber der Dolmetscher noch was wert. Spannend. Ich hab's dir gleich gesagt, dass das gar keine Zahlen sind, sondern meine Leute und Zuschauer, die sich den Krampf darin, das sind Scheißhäuseln. Auf anderer internationalen Sprache auch WC genannt. Darum ist da immer so ein Loch und das erklärt sich jetzt eigentlich von selber. Das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Ort, wo der Kernpunkt unserer
irgendwelche Zweifel und Kritik ist, was ist jetzt das? Was ist das für ein Raum? Das sind Löcher und die müssen irgendeinen Sinn haben. Aber irgendwann wird da die Geschichte wird ausgeschrieben. Es werden immer nur faktische Dokumente, die hier liegt, Zeitschriften oder architekturtechnische Sachen, was das Tunnellogo, wie lang oder groß das ist. Aber dass man wirklich wo liest, was jetzt das für eine Bedeutung hat, da bleibt man leider im Leeren stehen. Das ist verdächtig. Und dem werde ich auf die Sprünge gehen. Ich habe nämlich da so einen Apparat, der Google. Und da wird es drin stehen und morgen pappe ich da ein Schüttel hin. Man sieht leider auf dem Video gar nichts, wir haben einen ganz gruseligen Raum gefunden. Ist da ein Wasserhahn? Nein. Was ist denn das? Sieht gar nicht, so findest du das? Das ist ein Strom. Ja. Die haben quasi damals schon einen Strom gehabt. 1904. Seltsam. Ja, das ist seltsam. Ja, du hast gesagt, da stimmt was nicht. Ich glaube, Das waren dass der einer was umeinander da hat und darum ist ihm der ganze Stolz kein Strom mehr. Das kann sein. Wer wird den Kampf gewinnen? Die Mai oder die Dai? Die Dai.